Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort aus dem 1. Korintherbrief im 2. Kapitel. Paulus schreibt dort sehr persönlich und sehr ehrlich über seinen letzten Besuch bei den Korinthern. Ich war bei euch in Schwachheit und Furcht, mit großem Zittern. Mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit. Weisheit bei den Vollkommenen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Lasst uns beten. Lieber Vater, hab Dank, dass du deinen Heiligen Geist auch zu uns gesendet hast. Durch ihn können wir verstehen, was du uns sagen willst. Darum segne jetzt dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, denkt jetzt nicht an einen roten Elefanten. Ich glaube, ich weiß, woran ihr gerade gedacht habt. An einen roten Elefanten. Liege ich richtig? Bei jedem kann ich das wissen, nur durch einen kleinen Trick. Umgekehrte Psychologie oder so. Aber ich muss zugeben, ich weiß jetzt schon nicht mehr, was Sie denken. Ich könnte raten, vielleicht fragt ihr euch, worauf ich hinaus will damit. Vielleicht fragt ihr euch, wie dieser Trick funktioniert. Vielleicht fragt ihr euch, was es heute zum Essen gibt. Ich weiß es nicht, vielleicht lag ich richtig. Aber kein Mensch kann eigentlich Gedanken lesen, wissen, was in dem Kopf von jemand anderes vorgeht. In einem Vers in unserem Bibeltext, da vergleicht Paulus unsere Gedankenwelt mit Gottes Gedankenwelt. Und der Vergleichspunkt ist, dass wir nur unsere Gedanken kennen und Gott eigentlich nur sein. Paulus schreibt, denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. Weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Ja, kein Mensch kann in den Kopf eines anderen schauen, er weiß nur, was in sich selbst vorgeht. Und so ist es auch bei Gott. Aber wenn hier Paulus von dem Geist redet, dann meint er als Menschen, ja, so denken. Bei Gott allerdings schneidet er eine größere Wahrheit an. Er redet auch von dem Heiligen Geist, den es ja heute an Pfingsten besonders gibt. Von dem Geist, der die dritte Person der Dreieinigkeit ist. Der so wie der Vater, so wie der Sohn auch Gott ist. Der Geist, der zum Pfingstfest große Wunder getan hat. Der Geist, der auch an
in Gott vorgeht, aber er will es nicht für sich behalten. Uns zugute. Er will offenbaren, was in Gott vorgeht. Und so wollen wir uns heute neu bewusst machen, der Heilige Geist lässt dich in Gottes Kopf schauen. Durch die Weisheit Gottes und indem er dir sehende Augen und hörende Ohren schenkt. Der Heilige Geist lässt dich in Gottes Kopf schauen durch Worte der Weisheit. Nein, wir Menschen, wir wissen nicht, was ein anderer gerade denkt. Und darum müssen wir so dringend aussprechen, was wir denken. Anders würde menschliches Zusammenleben nicht funktionieren. Besonders wichtig ist es, dass wir aussprechen, was in uns vorgeht, wenn wir mehr wissen als andere, wenn unser Wissen anderen hilft. Denken wir an berühmte Persönlichkeiten, die viel erlebt haben, die sollten wir Wissen noch teilen. Nicht mehr Wissenschaftler, die etwas erfunden haben, das die Welt weiterbringt. So stellen wir uns vor, wir sehen als Erste, dass es brennt. Wir sollten es doch aussprechen, schleunigst bekannt machen. In Gottes Kopf, das ist ganz ähnlich. Auch da sind ganz viele Dinge, die wir wissen sollten, weil sie uns von Nutzen sind, weil sie uns helfen. Und wenn Paulus damals redet, dann ist es so, als würde der Heilige Geist uns eine Führung geben durch Gottes Gedankenwelt und uns darauf hin, er weist uns darauf hin, was wir wissen müssen. Er nennt es die Weisheit Gottes. Und wir reden von der Weisheit Gottes, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit, zu unserer Herrlichkeit. Und das Letzte ist genau dieser Nutzen für uns. Alle Gedanken Gottes sind darauf ausgerichtet, dass wir zu seiner Herrlichkeit finden. Und Herrlichkeit, die gibt es nur in Gottes Nähe. Und so will er seit Anfang der Welt, dass jeder zu dieser Herrlichkeit findet. Leider ist es so, dass diese Weisheit Gottes für uns oft nicht so weise ist und oft eher unsinnig erscheint. Da können wir fragen, was stört uns, was stört den Menschen an Gottes Wort, an Gottes Weisheit? Vielleicht ist Gott scheinbar auf später vertröstet, aber wir brauchen auch Hilfe jetzt, hier, mit unseren Problemen hier. Und wir wollen auch nicht so gern hören, dass unser Leben nicht uns gehört, sondern Gott. Und dass Gott einen Anspruch an uns hat. Und uns gefällt auch nicht das vernichtende Urteil, das Gott über uns spricht. Verdammungswürdig. Und darum schalten viele Menschen an diesem Punkt schon ab. Denn mit diesem Gott will ich lieber nichts zu tun haben. Den verstehe ich nicht. Es macht keinen Sinn, was er sagt. Wenn wir weiter zuhören, dann will uns Gott den Plan erklären, wie er uns denn rettet, wie er uns denn zu seiner Herrlichkeit führen will. Aber selbst dieser Plan ist so ganz anders, als wir ihn uns ausgedacht hätten. Gott wird ein Mensch. Er lebt 30 Jahre auf dieser Erde, um dann durch einen grausamen Tod diese Erde wieder zu verlassen. Das soll Gottes Rettungsplan sein. Gottes Weisheit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Wenn Gott uns schon retten will, warum gerade so? Hätte er in Jesus nicht einen besonderen Held auf diese Erde schicken können, den man gerne nachfolgt? Wo man sagt, ja, ich will zu sein
seiner Seite gehöre, sag mir, was ich tun muss. Ich will alles hergeben für diesen Jesus. Aber das tat Gott nicht. In Gottes Kopf sieht es anders aus, als wir denken. Gott will uns auch nicht mit seiner Weisheit vor allem gefallen. Er will uns retten. Er will uns zur Herrlichkeit führen, Herrlichkeit schenken. Und wenn der Heilige Geist uns in Gottes Kopf schauen lässt, dann ist es besonders eine Sache, die es verhindert, dass wir uns freuen über das, was wir sehen. Und das ist unser falscher Stolz. Gott, du kannst uns doch nicht einfach alles schenken. War das wirklich nötig, dass Jesus für mich gestorben ist? Ich habe mich doch echt verbessert. Ich bin doch ein viel besserer Mensch verglichen zum letzten Jahr. Ich schau doch an, was ich erreicht habe. Ich gebe mir doch wirklich Mühe. Gott, kann ich wirklich nichts für dich tun? Und Gott antwortet uns, nein. Nein, an all den Dingen, die du tust, lebt Sünde, lebt Schuld. Ich muss und ich will dir alles schenken. In Christus. Vertraue doch diesen Worten der Weisheit, ob du sie verstehen kannst oder nicht. Heute im Pfingstfest, da wollen wir uns neu vor Augen führen, Gott, der Heilige Geist, lässt uns in Gottes Kopf schauen. Durch Worte der Weisheit und indem er uns neue Augen schenkt und neue hörende Ohren. Ging es dir schon einmal so? Da ist eine Frau oder ein Mann in deinem Bekanntenkreis und du denkst, mit dem will ich eigentlich nicht so viel zu tun haben. Der ist ganz anders als ich. Mit dem würde ich mich bestimmt niemals verstehen. Und dann lernst du den besser kennen und du stellst fest, eigentlich sind wir uns ganz ähnlich. Und vielleicht werden wir sogar Freunde, vielleicht sogar beste Freunde. So ähnlich und eigentlich noch viel besser ist es mit Gott. Wenn es um Gottes Gedanken geht, dann müssen wir eingestehen, sie sind vielleicht manchmal nicht so, wie wir sie denken. Sie sind manchmal unsinnig, wenn wir mit unserer Vernunft rangehen. Und weil wir das denken, dann legen wir auch fest, mit diesem Gott, dem will ich lieber nichts zu tun haben, er will ja wahrscheinlich auch nichts mit mir zu tun haben. Und hier geschieht das eigentlich größte Wunder des Pfingstwunders. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Es ist nicht nur so, dass wir Gott immer besser kennenlernen müssen und dann sehen, eigentlich sind wir uns ganz ähnlich, eigentlich sind wir gute Freunde. Nein, je besser wir Gott kennenlernen, seine Weisheit, je mehr merken wir, wie fern wir doch eigentlich von ihm sind. Ja, wie sehr wir uns abstoßen wie zwei Magnetpole. Hier geschieht das Wunder. Durch sein Wort befähigt uns Gott, ihm zu gefallen. Durch sein Wort lässt Gott uns das Unglaubliche glauben, das scheinbar Unsinnige als göttliche Weisheit erkennen. Ja, er lässt uns einsehen, wie nackt, wie dreckig wir vor ihm stehen. Und dass wir seine Strafe sehr wohl verdienen. Aber dann lässt er uns mit den neuen Augen Jesus erkennen. Als den, der für uns diese Armseligkeit auf sich genommen hat, die wir tagtäglich erleben müssen. Als den, der 30 Jahre so gelebt hat, wie wir es keinen Tag hinbekommen. Als den, der sich an das Kreuz hat schlagen
als dem, der tatsächlich tot war, aber wieder lebendig wurde, den Tod besiegt hat für uns, als dem, der zwischen dir und Gott Frieden gemacht hat. Wir, die wir Jesus als Retter sehen dürfen, wir können das, weil der Heilige Geist uns verändert hat, neue Augen, neue Ohren geschenkt hat. Und durch diesen Jesus ist auch nicht übertrieben, was Paulus da ganz am Anfang sagt. Er redet von uns als vollkommen. Wir sind vollkommen in Christus, reingewaschen von aller unserer Schuld durch sein Blut. Der erste und der letzte Vers unseres Predigtextes passen deswegen sehr gut zusammen. Wovon wir aber reden, dass es dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Ja, das ist das größte Wunder, was der Heilige Geist vollbringt. Dass er uns unseren falschen Stolz immer wieder